Sometimes I wish I were an angel. Sometimes. Und jetzt weisst du auch, warum ich nicht singen wurde bei so einem Moderator. Er liebt Käsefondue über alles. Er hat generell viel lieber Schnee und Winter wie Sommer und Schwitzen. Darum geht er auch sehr gerne Snowboarden. Und er isst wahnsinnig gute Reste. Bei ihm bleibt nichts vorig. Der Michel Biri. Hoi Michel. Hallo, danke für die Einladung. Du moderierst bei SRF Kids Kindernews und sonst bist du vor allem bekannt als der Hitparademann bei Radio SRF 3. Schön, bist du jetzt bei «Meine Frage» angelandet. Erste Frage gerade. Was ist das Peinlichste, was dir beim Radio bei SRF 3 je passiert ist, wo die Alpenläufer 04 wissen? So ein Lachanfall oder so habe ich bis jetzt noch nicht in diesen 10 Jahren bei SRF 3. Aber was mir regelmäßig passiert, am Sonntag sind nicht so viele Leute im Studio, im Büro und wir brauchen so einen Badge, dass wir reinkommen ins Gebäude rein. Und ich bin ein riesen Chaot und habe schon so manchmal meinen Badge daheim vergessen. Und dann ist wirklich so, kommst du am Sonntag am Morgen vor die Türe und denkst so, okay, ich komme nicht rein. Den Schlüssel vergessen quasi. Quasi den Schlüssel vergessen. Und dann muss ich regelmäßig ihm, der vor mir Sendung hat, anrufen, so, hey, kannst du mich bitte reinholen? Ich habe wieder mal meinen Badge vergessen. Libella möchte wissen, bei welchem Song in der Hitparade hast du schon mal gedacht, Hand ans Herz, wieso hat es die Hitparade geschafft? Es gibt eigentlich im Fall wirklich wenig Songs, die ich nicht gut finde, die in der Hitparade laufen. Das ist wirklich so die Musik, die ich auch privat höre, die ich super finde. Darum mache ich auch die Sendung und nicht eine andere. Aber so Deutschrap, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist jetzt Musik, die ich jetzt privat nicht unbedingt höre und jetzt nicht so wahnsinnig gut finde. Bei «Meine Frage» an, da treffe ich immer wieder bekannte Persönlichkeiten und ich stelle nicht deine Fragen. Du kannst mir im Voraus Fragen schicken. Am besten meldest du dich jetzt gerade an im Treff auf srfkids.ch. Du kannst dir einen Avatar machen selber und nachher kannst du bloggen und mir eben Fragen schicken für die bekannten Persönlichkeiten. Die Mimi nimmt es Wunder, was machst du in dieser Zeit am Radio, wo die Songs laufen? Mitsingen. Wenn die Songs schon ganz lange in den Charts sind, dann kann ich sie auch irgendwann halb auswendig. Das kann ich noch relativ schnell und gut. Tanzen, mich auf die nächste Moderation vorbereiten, aufs WC gehen. Also man kann auch tatsächlich aufs WC gehen während der Sendung. Man muss da nicht 4 Stunden verheben. Trinken, essen. Das ist etwa so das, ja. Wenn du nur noch ein Lied dürftest hören in deinem Leben, welches wäre es? Das nimmt der Moritz Kier 09 Wunder. Ich glaube, es wäre «An Angel» von der Kelly Family. Das geht «Sometimes I wish I were an angel». Sometimes. Und jetzt weisst du auch, warum ich nicht singen wurde bei so einem Moderator. Und etwa so tönt es in dem Fall im Radiostudio, während Songs laufen, wenn der Michel singt. Genau, da bin ich zum Glück alleine. Da kannst du einfach Vollgas singen und voll falsch. Gregs Tagebuch schreibt und will wissen, wenn du nicht Moderator wärst, welchen Beruf hättest du gerne? Oder fändest du cool? Die Frage stelle ich mir ab und zu wieder. Was würde ich machen, wenn ich mal keine Lust mehr habe zum Radio machen? Aber das Gute ist, im Moment liebe ich meinen Job immer noch, auch nach so vielen Jahren. Ich mache jetzt bald 10 Jahre die Hitparade. Und dann gibt es schon Leute, die fragen, hey, jetzt machst du 10 Jahre die gleiche Sendung, immer am Sonntag arbeiten, wie lange machst du noch? Und dann sage ich immer, ja, keine Ahnung, solange es mir Spass macht. Du fragst einen Arzt auch nicht so, hey, jetzt bist du schon 10 Jahre Arzt, wie lange schaffst du noch im Spital? Der ist ja dann auch das Leben lang, bis zu der Pension, ist der Doktor. Ich habe natürlich als Kind, ich habe nicht immer Moderator werden oder nicht immer nur Moderator werden. Ich habe so viele Berufswünsche gehabt. Ich wollte Koch werden, ich wollte Kindergärtner werden, ich wollte Lehrer werden. Ja, und ich weiss es auch nicht. Ich kann mir vielleicht vorstellen, ein Hotel zu führen. Das würde ich noch gerne machen. So ein Gastgeber sein. Oder Snowboardlehrer. Du hast jetzt vorhin gesagt, als Kind hättest du zum Beispiel auch Lehrer werden. Da müsste man noch gut sein in der Schule. Wie gut bist du in der Schule? Fragt Melodie. Ich war in der Primarschule wahnsinnig gut. Also wirklich, ich habe zu den Klassenbesten gehört. Mit ganz vielen Sechser im Zeugnis bin ich immer ganz stolz. Und nachher, als ich in die Oberstufe kam, ist es so bergab gegangen. Ich musste sogar mal eine Klasse wiederholen. Und zwar wegen einfach, ich war wahnsinnig schlecht in Mathe. Und ich kann auch heute immer noch nicht wahnsinnig gut rechnen. Darum bin ich beim Radio, wo man einfach nur muss schnurren und schreiben, genau, und Text schreiben und so. Und ja, darum bin ich nichts geworden, wo irgendwie mit Zahlen oder so zu tun hat. Also Mathe ist so überhaupt nicht meins. Die nächste Frage die kommt von der Vanilla und sie stellt sie gerade selber. Wenn du dir selber mal könntest anrufen, in die Vergangenheit oder in die Zukunft, in welcher Zeit bei dir würdest du anrufen und was würdest du dir selber sagen? Oh, Jesus. Ui. Mega gute Frage. Mega eine gute Frage.
wo ich mir noch nie so überlegt habe, in welche Zeit würde ich mir anrufen. Ich glaube, ich würde mir anrufen, so in der Oberstufe, wo ich wahnsinnig schlecht war in der Schule, wahnsinnig schlecht war in Mathematik und die Lehrer immer gefunden haben, du brauchst das und so. Wenn du später mal einen guten Job haben willst, würde ich mir sagen, hey, es ist im Fall nicht so schlimm. Du kannst auch in Fächern nicht so wahnsinnig gut sein. Für das gibt es andere Leute, die das besser können und dann Jobs machen, wo es das braucht. Mach einfach das, wo du willst und gut drin bist. Sie haben noch eine Frage, und zwar, was darf nie in deinem Kühlschrank fehlen? Mayonnaise. Gerade letzte hatte ich meinen Götti-Bub zum Mittag gehabt. Das ist 4, das ist der Dylan. Und nachher habe ich irgendwie Fischstäbchen gemacht und dann den Kühlschrank auf so, und dann gefunden, Götti, hast Mayonnaise? Und ich so, oh nein, das habe ich vergessen, weil du hast die letzte schon leer gegessen. Und ja, darum ab sofort immer Mayonnaise im Kühlschrank. Das ist das Wichtigste. Saskia 10 fragt, was ist die lustigste Grimasse, die du kannst, und wir wollen sie selbstverständlich sehen. Lustige Grimasse. Ich kann die Augen, wie sagt man, die Wimpern, die unteren, kann ich so reinklappen. Warte, ich brauche ja, einen Moment. Das ist ja wirklich... Jetzt ist das tatsächlich... Und jetzt kommen sie dann raus. Tut das nicht weh? Nein. Jetzt kommen wir nur Tränen. Auf was bist du am meisten stolz, wenn Sie wissen, Coccolina? Am meisten stolz? Ich bin sehr stolz auf meinen Götti-Bub, den Dylan. Und sonst bin ich stolz, dass ich einfach immer probiert habe, meine Träume zu verwirklichen. Das habe ich so von meinem Papi und meiner Mami mitbekommen. So, hey, mach immer das, was du willst, lass dir nicht von anderen Leuten irgendwie einreden. So, hey, nein, das kannst du doch nicht machen. Und so, oh, Moderator, das ist doch kein Job, den man machen kann. Sondern du musst doch etwas Richtiges schaffen. Moderieren ist auch richtig schaffen. Und ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Also, früher hat es die Freundschaftsbücher gegeben, wo man, ich weiß nicht, ob es die heute immer noch gibt, wo man so in der Klasse rumgeht und dann so Grösse, Lieblingstier, Augenfarbe, und dann ist aber so Lebensmotto gestanden, und dort habe ich immer hineingeschrieben, lebe deinen Traum, träume nicht dein Leben. Dass man wirklich einfach, wenn man Träume hat, und das ist wichtig, dass man Träume hat, dass man die probiert zu verwirklichen. Manchmal geht man um, muss wieder aufstehen und nochmal probieren, und das habe ich immer gemacht, und das finde ich cool, und das kann ich auch allen mitgeben auf den Weg. Eine schöne Abschlussfrage kommt von der Vanilla. Wenn dein Leben ein Buch wäre, was wäre der Titel? Wenn mein Leben ein Buch wäre, was wäre der Titel? Crazy, Crazier Michel. Also so. Ich habe manchmal Schaden, und das ist gut. Das ist auch wichtig, dass man im Leben ein bisschen Schaden hat. Oder Michel, der bei «Meine Frage» antwortet. Danke vielmals, bist du da gewesen. Danke dir. Ich freue mich, wenn du vorbeikommst im Treff auf srfkids.ch. Du kannst mir Fragen stellen für die nächsten Folgen. Jetzt vorbeikommen und ein Abo dalassen bei SRF Kids auf YouTube, falls dir das Video gefallen hat und keine Folge mehr verpassen willst.